da muss ich noch ein bisschen was dazu sagen. Dieses stinkfahle Volk kriegt nicht Rente wie wir, liebe Freunde. Bei uns muss ein Arbeiter ein Leben lang arbeiten und da wird die Rentenleistung von seiner Lebensarbeitsleistung bezahlt. Und bei den Griechen, was ich jetzt sage, ist die Wahrheit, werden die letzten 3 bis 5 Jahre gerechnet. Und dann erhalten diese Herrschaften ca. 95% ihres letzten Einkommens an Rente. Und das sollen wir ihnen bezahlen. Wir sind jetzt ca. 30 Jahre mit den Griechen in einer Familie, in der EU. Dieses Deutschland hat in diese Familie ca. 200.000 Euro einbezahlt. 200 Milliarden Euro einbezahlt. Und die Griechen, hört mal her, die haben 100 Milliarden abgeschöpft. Abgeschöpft. Das heißt in Worten, vom Kind bis zum Greis haben wir Deutsche jedem in Griechenland 9.000 Euro geschenkt. Ist doch eine feine Sache. Und wissen Sie, was die zum Dank dafür machen? In der deutschen Botschaft, wo der deutsche Adler dort hängt, da packen sie das Hakenkreuz hin. Und das zeigen sie noch bei uns in den Zeitungen. Und dann geht unsere Kanzlerin wieder spazieren und sagt, wir halten ihnen schon die Stange, wir bezahlen das alles mit unserem Geld. In Griechenland ist es auch so, dass die Korruption vorherrscht. Niemand arbeitet was ohne Schmiergeld, sogar im Krankenhaus. Die Ärzte wollen erst ein Kuvert haben mit Scheinen drin, sonst wirst du nicht behandelt. So weit sind wir. Und nicht nur die Ärzte, auch die Krankenschwestern. Freunde, die kriegen Subventionen von der EU für mehr Olivenbäume, als in das Land überhaupt nicht passen. Und wir dürfen zahlen dafür. Wenn man den Konsumverbrauch der einzelnen Völker ansieht, dann ist Griechenland beim Konsumieren einsame Spitze. Freunde, die verfressen und versaufen alles und wir halten einfach unter dem Geldbaulauf da nicht so drauf. So geht's doch nicht. Und der Wolfgang, der hat schon gesagt, wir können es nur verändern, wenn wir irgendwann mal hergehen und über unseren eigenen Schatten springen und sagen, jawohl, jetzt lassen wir uns das nicht mehr gefallen. Wir dürfen uns das auch nicht mehr gefallen lassen. Was glaubt ihr, was unsere Kinder, Enkel, was sollen denn die von uns denken, wenn wir schon in der Grube drin liegen? Die werden ja noch sagen, der Depp, der hätte es auch anders machen können. Dann bist der Depp hinten und vorn. Nachdem du schon das Zeitliche gesegnet hast. Der deutsche Michel ist der Depp, genau, du hast recht. Und das, liebe Freunde, dürfen wir nicht hinnehmen.